Ehre miteinander. Ich bin's, der Birger, und heute ist mal wieder Zeit für einen Stammtisch. Warum der heutige Stammtisch nur Stammtisch heißt und nicht Stammtisch mit, verzeih ich euch übrigens auch anders mal. Und warum mein Tisch so schief federt, verzeih ich euch das andere mal. Macht das einen Sinn? Na, egal. Kommen wir auf den Punkt. Um was geht's heute? Im letzten Stammtisch habe ich euch was über den Trachtmann erzählt. Der Trachtmann ist ein bayerischer Superheld in Form eines Comics, den es auch tatsächlich zum Kaufen gibt in so Heftalform, wie man halt Comics kennt. Da ich euch das heute jetzt nicht noch mehr eine Viertelstunde lang erzähle, verlinke ich euch das heute da herum halt in diesem kleinen weißen I. Da wenn du drauf drückst, ist einmal das Video vom letzten Mal drin, damit du überhaupt auskennst, um was heute geht. Und dann kommen wir auch schon zum Punkt. Um was geht's denn heute? Letztes Mal und auch schon ein paar Mal im Stream habe ich euch erzählt, dass ich mit dem Chris, mit dem Zeichner vom Trachtmann, seit 2 Monaten so ungefähr in Kontakt bin und dass er mich gebeten hat, etwas für ihn zu tun. Nämlich einen Trachtmann auf Bayerisch zum Übersetzen. Dann bin ich so da gesessen und mir denkt so, natürlich macht man das. Habe ich euch aber auch schon erzählt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist soweit. Die Nummer 3 des Trachtmanns ist auf Bayerisch übersetzt. Druckfrisch, fertig aus der Druckerei. Sie ist da und ihr könnt sie euch holen. Übrigens an der Stelle Super Trachtmann 3. Ich hoffe, diese Hommage an Super Mario Bros. 3, der kennt man. Herzlichen Dank nochmal an Chris für die Zusendung dieses wunderschönen T-Shirts. Merci dir. Jetzt ist aber natürlich die Frage, Phase 1. Wo kriegst du das Ding jetzt her? Ja, natürlich im Chris seinem Online-Shop. Den Link dazu, den hau ich da unten in die Beschreibung rein. Ja? Phase 2. Wie schaut das Ding überhaupt aus? Ja, super geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein Variant-Cover, wie die anderen auch, deswegen ist es ein kleines Stück teurer, kostet 1,10 € mehr, nicht weil mein Name drin steht, sondern weil dieses Variant-Cover da unten steht, vom Tron gezeichnet ist. Damit wisst ihr, wie das Teil ausschaut, ja? Das hier, 3. Ausgabe auf Bayerisch, Phase 3. Ja, Birger, was ist denn da jetzt eigentlich so besonders dran? Ja, das haben wir uns auch, also abgesehen davon, dass mein persönliches Life-Goal ist, mal in einem Comic mitzuwirken, wo mein Name dann drin steht und so ihren kleinen Text einschreiben darf und so. Abgesehen davon ist jetzt nicht so weltbewegend besonders. Und genau darum haben wir uns gedacht, hey, weißt du was, hey Chris, hey was Birger, hey weißt du was, hey weißt du was, hey weißt du was wir da kann, ja weißt du was kann man da, ich weiß was man da kann, wir kann mal ein Special draus machen, ja was denn, weißt du was, da schickst mir du jetzt 50 von deinen Heftel, dann signier ich die Idee und dann schicke ich das wieder und die ersten 50, die uns kaufen, die kriegen quasi eine Birger Special Edition. Ist das was? Ich weiß es nicht, ich dachte schon. Da hat der Chris gedacht, hey, weißt du was? Hey, kannst du dich nur an den Stream erinnern, wo ich mal zu Gast war bei dir und wo ich das Beutel da gezeichnet habe mit dem Trachtmann auf der einen Seite und mit dem Massimo auf der anderen Seite. Ich hoffe, dass einige von euch an der Stelle auch in dem Stream da waren und wissen einigermaßen von was das ich schmerz. Und das schaut folgendermaßen aus. Ich hoffe, ihr könnt euch da noch einigermaßen daran erinnern. Wenn nicht, dann ist das scheißegal. Auf der rechten Seite haben wir einen Trachtmann mit der fetten Faust. Auf der linken Seite haben wir einen Massimo. Wer die Folgen vom Massimo nicht kennt, wieder. Ich verlinke euch da herum. Da, an dieser Stelle. Das kleine I. Da herum. Da drückst du drauf. Dann verlinke ich dir einmal die Massimo Folge 1. Und dann kannst du das einmal anschauen. Dann weißt du, von was wir mir da schmerzen. Wir haben uns jetzt gedacht, weißt du was? Die ersten 50, die das Heftel bestellen beim Chris, kriegen das da noch kostenlos mit dazu. Weißt du was? Da unterschreibe ich auch noch mit drauf. Falls jetzt wieder die Superschlauen kommen, ja, die sagen, wie geht denn das? Du weißt, ob das Video so gerade erst gekommen und jetzt schickst du es zum Chris, dann hat er das ja noch gar nicht. Ja, vielleicht habe ich das Video 1-2 Tage vorher aufgenommen, wir wissen es nicht. Und dass ihr mir das natürlich auch abkauft, dass das die Originalunterschrift ist, hat mir jetzt Folgendes gedacht. Jetzt mir auf. So, dann legen wir mir die 50 Hammen, legen wir da her. Dann holen wir unseren wundervollen Signierstift und dann fangen wir an. Eins. Ich bin jetzt bei 25, da habe ich mir gedacht, weißt du was, da schreibe ich jetzt einmal Birger und ein kleines Herzl. Das ist quasi Special Edition in der Special Edition, quasi Special Edition. So, dann hält man das. So, das muss ich dann jetzt irgendwie wieder zusammenfrimmeln und an Chris schicken. So, das war aber noch nicht alles. Wir haben da ja noch 50 Comics, die wir auch noch unterschreiben müssen. Weißt du was? Dann tun wir mir gleich weiter. Freilich tun wir weiter. Her damit.
So. Und 50 Hefte! Es war natürlich nicht, wenn pro Person ein Heftel bloß bestellt, weil sonst ist es natürlich ein bisschen unfair die anderen gegenüber, das ist aber klar. Wenn die 50 bestellt sind, dann ist dieser Artikel, den ihr erwischt, unter diesem Link, falls du das Video später anschaust, ist halt so, dann ist der Artikel ausverkauft. Sprich, wenn du eins bestellst und das nur bestellen kannst, dann kriegst du auch so ein Ding. Ausfertig, Amen. Ganz wichtig ist, dass ihr halt diese Birger Special Edition, ich glaube, so schreibt es der Chris in seinen Online-Shop eine, bestellt und nicht die normale bohrische Version. So, das heißt jetzt natürlich nicht, dass die bohrische Version nur 50 Mal auf dem Planeten gibt, sondern es gibt natürlich auch nur eine normale Version von der bohrischen Trachtman 3 und die kann ja jeder so abstellen, die wird niemals ausgehen. Dann gibt es von mir auch noch ein kleines Special und zwar ein Gewinnspielchen und alle so, yeah! Was habe ich da unter meinem Tisch? Nochmal ein extra Comic und nochmal ein Special Print und zwar den Ultra Todes Motherfucking Special Exclusive Edition mit Nummer 51 von 50. Selbstverständlich auch unterschrieben vom Chris und von mir und das Comic-Heftel natürlich auch. Und wie machst du jetzt mit bei dem Gewinnspiel? Das machen wir ganz furchtbar einfach. Jetzt gehst her, schreibst unten in die Kommentare eine Hashtag Trachtman und dann was für ein kleines Gesetz, dass ich davon draufschreiben soll, damit es auch eine ultimative Todes-Special Deluxe Edition bleibt, die nur du hast. So, gelten tut das Ganze bis zum 1. Juni. Sprich, am 1. Juni im Freitagnachmittag-Stream. Ihr habt jetzt da 5-6 Tage Zeit dazu. Wenn du das Video jetzt später schaust, dann tut's mir leid. Habt Zeit, das da unten rein zum Kommentieren und am Freitag im Livestream werden wir den Gewinner live ermitteln. Zum Schluss habe ich jetzt noch eine kleine Bitte an euch. Und zwar, der Trachtman bzw. der Chris ist für den Max und Moritz Preis nominiert und da schon in der letzten Runde. Und das passiert über eine Online-Abstimmung. Und da habe ich euch den Link unten in die Beschreibung gepackt. Es war ganz cool, wenn ihr da einmal für einen Trachtman voten könnt. Einfach auf den Link gehen, ein bisschen runterscrollen, dann kommt da ewig lange Listen mit lauter Comics. Unten auf dem unteren Viertel irgendwo Trachtman anklicken, abstimmen, ole ole. Sag ich da schon mal merci. Ja, und im Großen und Ganzen glaube ich, war's das so, wie es jetzt da liegt. Ich werde das jetzt alles einmal ein bisschen zusammenschauen, dann werde ich das am Chris zuschicken, das fällt mir ein, weil die Special Edition aus dem Gewinnspiel, die kriegt ihr von mir zugeschickt. Und dann da ich sagen, hoffe, euch taugt der Shit. Ihr habt so viel Spaß beim Lesen wie ich beim Schreiben. Es ist schon der eine oder andere Witz drin und Leute, die mich kennen und verfolgen, sollten auch erkennen, dass das ich übersetzt habe. Ich hoffe es zumindest. Ja, und ansonsten, da ich sagen, sehen wir uns spätestens am Freitag im Livestream, wenn irgendjemand das Ding da unterm Tisch gewinnt. Und ansonsten bis zum nächsten Blödsinn und haut euch rein, habt eine schöne Zeit, lasst es euch gut gehen, habe die Ehre!